Haut ober Leichendach begräsen sich aus der Kirch vu Schieren, méi iwwer dro vunheit sondes Mass. Et singt Choral Cecilia Schieren, Dirigent aus den Jean Gehlen, Organist de Marc Garçon. Hier spielt als Entrée Allegro Festivo vom Rausdorn. Dunno sangemer Here I Am Lord vom Dan Schutte, Missa Brevis in C vom Robert Jones, Alleluia vom Djibowski, Couronne d'étoiles vom Danno, O Salutaris Laudate Dominum 489 an als Schlusslied Großer Gott. Duchel spielt als Sorti Fanfare vom Lemmens. Masket gehalen vum Herr Romain Richer, Pastor vun der Point Ettelbrick Saint-Pierre et Paul.
Am Namen vom Pap, auf vom Jung, auf vom Heilige Geist, den Herr sief mit dir all. Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu Schieren an unserer Kirche, aber auch alle guten dir, die da über die verschiedenen Medien mit uns verbunden sind. Das ist ein ganz wichtiges Fest, was wir heute feiern wollen. Das, was wir Sonntag für Sonntag, so gut Tag für Tag zusammen hier einmal Tor feiern, diesen Herr Jesus Christus, den sich will eben delen, mit diesem Herrgott will man raus an die Straße, sozusagen, raus an das Leben. Da, wo wir gehen, wo wir uns bewegen, wo wir leben, wirken, schaffen, überall dahin will man das Jesus Christus mit rausholen. Ich begrüße ganz herzlich auch als Kommunionskarneval für eine paar Wochen oder für die erste Kehr Kommunion konnten erleben. Und das, was Jesus uns geschenkt hat, die Gemeinschaft bleibt bestehen. Das Jesus holen wir mit an unser Leben heran. Kommt, wir wollen offen sein für diesen Herrgott, den sich ja ganz klein gemäht hat, für das wir kennenlernen. Beten wir für uns selber, beten wir für all die Menschen, die uns vertraut sind, aber uns verstorben will man nicht vergessen. Haut denkt man ganz besonders und Maug um euch Spackes, der hier echt Joamas ma haut feiern. Wir denken an sie, aber auch ihr als Familie, das doch weiter von uns gedroht sitzt. Wir denken dann noch an den Felix Meisch, an all die Verstorben von der Familie Meisch ab Backes. Wir denken an die Verstorben von der Familie Zeim Scholt des Akonen, der Vic Feipel soll ein Platz an unserem Gebet tun, und das muss auch Bestalt für all die Liewisch, a verstorben Frauen und Mammen, so als Bestalt von Gardernheim hei fuschieren. So will man dann den Herrgott an uns mit begrüßen, als in Barmherzigkeit auf uns rufen. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Adoramos
Losse ma bierden. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen brachte Melchisedek, der König von Salem, Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte: Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abraham den Zehnten von allem. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit redete Jesus zum Volk vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging, kamen die 12 und sagten zu ihm: Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen. Denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Jesus antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst weggehen und für dieses ganze Volk etwas zu essen kaufen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er aber sagte zu seinen Jüngern: Lasst sie sich in Gruppen zu ungefähr 50 lagern. Die Jünger taten so und veranlassten, dass sich alle lagerten. Jesus aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es 12 Körbe voll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es geht Brot, grad haut op Leichendach. Es geht Brot, das Jesus beim letzten Abendmahl gebracht hat.
Et geht dem Brot vom Leben, als dat hien sich selber bezechen tut. Et geht dem dat verwandelt Brot an der Mitte von eiser Gemeinschaft, dat Präsenz vu Gott manifestiert, dat haut besonders gefeiert gëtt, an op viele Plätzen, so wie heit zu Schieren, a Präzision herausgedroget an eis Ortschaften an op den Floer. An Dach bleibt froh, wie werdet grad Lebensmittel Brot ass, dat Teil an den Mittelpunkt rickelt. Wie werdet net etwas anderes ass, der Detail geht, zum Beispiel etwas mir Kostbares, Edles, Wertvolles. Brot als een von den ältesten Nahrungsmitteln von der Menschheitsgeschichte. Für viele Völker auf der Welt war Brot schon 400 Jahren das Idealmittel für den Körper, Kohlenhydrate zuzufeiern. Und damit überlebenswichtig. Kein Wunder also, dass Brot bis heute als Inbegriff von menschlicher Ernährung gilt, als Lebensmittel Nummer 1. Du wennst auch die viel Sprichwörter, die Brot beim Lebensinhalt gleichsetzen, wie sei Brot verdingen, dat Deeglich Brot, engem sei Brot holen, Brot und Spiele, an so weiter. An so was Brot als Energiequell, die Liebe spend, auch zu engem helligen Lebensmittel gehen, mit dem bestimmten Ritualen vollzugehen. Wenn meine Mama Brot abgeschnitten hat, hat sie für dich am Messer ein Kreuz drüber gezeichnet. Hei war dem auch richtig geschieht das. Ein Archäolog hat an der Wüste Negev Ausgrabungen gemacht. Da können die Beduinen, aber dreht ihn mit einem Messer, müsste ihm sofort in Suche gehen. Der Archäolog, Okiviv, dreht sich lebt fort, mischt sich aus dem Stips. An die Nana ihm no. Wie der Archäolog aus der Atem schon bald abgewollt, do finden hanert enger Kopf eng Hype, steht's daran. Da sitzt gerade Mann bei seinem Brotfladen. Hier sitzt sich dabei, rappt Brot an zwei, wie der Osus seht, los mich dei Gascht sinn. Heiken doch de Beduine rangerannt. An der Mann Tisch springt op, hält sein Gewirr, brüllt dem Reiber entgegen, soll direkt sin Hüt verlassen. An den hält durch. Den Archäolog war nämlich durch Brotbrechen de Schutzbefohlenen vom Haus hergin. Brot mat den Deelen as hellig. So hellig so gut, dass der Mann den Archäolog für seinem eigenen Bruder geschützt huet, wie es sich später herausgestellt huet. An der Lesung leifrin begehen wir dem Priester a König Melchisedek, König von Salem, a Priester vom höchsten Gott, so getien viergestalt. Hier bringt dem Abraham Brot a Wein. Get domat e Vierlefer vun der Eucharistie, der Feier vun der Mass. Vierlefer auch vom Messias, von Christus, den sich selber am Brot an am Wein durchbringt a verschenkt. Mat Brot a Wein bringt de Melchisedek de Segen vom höchste Gott. An jen hechten Abraham freundlich, an ohne Zwist oder Kampf, willkommen am gelobten Land. Beid Begebenheiten, de Mann an der Hüt, an de Melchisedek weisen. Brot mat den Deelen verändert Menschen, die dat machen. Brot verbindt ze mat den, wie dat ze viereinander do sinn, ob sich gegenseitig urstehen, an dat lebensnotwendig sich een dem anderen ginn. De Jesus huet beim letzten Abendmahl des Zeichen mat seine Jünger gesagt, gesot, dass Hirn für all Zeiten das Brot für die sie will, die ihm no folgen. An hier verbindt alle Gudei mat den, die er singem Numm dat Brot mat den deelen, an so viereinander do sie willen, die Liewen mat den deele willen. All, die mat den sei Brot genießen, sollen an ihm verbunden sein, an obeinander Urcht gehen, egal um wen es sich handelt. Da das Bedeutung vom gedeelten eucharistischen Brot bei der Kommunion. Lief Leid, de Jesus hält Brot. Accepit panem, heescht es am Latinischen. De Jesus akzeptiert dat Brot. De Jong vor Gott braucht nicht extraes. Jen als zufrieden am Brot, dat all Mensch braucht für zu leben. Gewöhnlich Brot mischt hier zu einem außergewöhnlichen Zeichen.
Symbol für das menschliche Existenzminimum geht zur Garantie von der göttlicher Gegenwart. Das Brot ist mein Leib, die für euch hingehen geht. Das Brot sind ich für euch. Der Jesus akzeptiert Brot, accepit panem. Domat akzeptierte noch Eis, und hält Eis un, so wie wir sind. Und mir solle sei Brot gehen für die Welt. Troas, hol noch mir den anderen un, und hol nicht mich selber un. Liebe Matchrist, Brot an meinen Händen, das lässt mich überlegen. Wie viel habe ich da mehr, Sorge an Opfern stechen an engem Leib Brot? Brot an meinen Händen verzählt mir vom Bauer, den die Felder kultiviert und an der Kirschnatz geht, vom Miller, den Kehren zu Mehl mult, vom Bäcker, den Brot bäckt, von der Vendeuse, die Brot am Boutique verkauft, von der Mam, die ihre Kanner eng Schmier mischt und etwas auf Brot lädt, an hinnen ziese geht. Brot an meinen Händen, es verzählt mir auch von mir selber, den ich Brot für zu leben brauch. Brot war immer schon ein Grundnahrungsmittel. A Freund delen mit den Brot, sie brechen nicht miteinander. Brot an meinen Händen, Brot nicht satt, es verbindet miteinander, es lässt uns eins sein. Brot schafft Gemeinschaft. Wunderte deis du, dass Jesus sich selber als Brot vom Leben bezeichnet. Wunderte deis, wenn wir an Almas Brot holen und es verwandeln lassen an den Leib von Christus. So wichtig wie Brot, so wichtig aber bedeutsam will hier vier Eis sein. Dat am Gottesdienst verwandelt Brot als Zeichen von seiner Präsenz, jo as hier selber als seiner erlesender Gegenwart. Hei drückt sich aus, wat hier vier Eis sie willt, a werden Eis schenken willt, nämlich all dat, wat zum Leben denkt, und nicht zuletzt Leben selber. An Levalegu, heiran drückt sich aus, wat mir viereinander sein sollen. Los ma, wenn wir essen, anderer nicht vergessen. Der Jesus sagt am Evangelium, geht dir hinnen zu essen, denen Leute, die für uns stehen, denen Menschen, die ich mit hungrigen Augen angucken, und noch die mir weit weg sind. Wir leben voneinander, von dem Brot, das wir miteinander delen und miteinander essen, von dem Brot von der Zuneigung erlebt, dem Brot von der Aufmerksamkeit und Wertschätzung, dem Brot vom Zusammensehen und vom gegenseitigen Verzeihen. Gott selber hat der Welt an Jesus Christus das Brot gereicht, wie dat Welt niemals mehr misst hungern, no Sinn an Orientierung, no Lebt an Akzeptanz, no Frieden an Gerechtigkeit, no Heil an Erlesung, no volle Leben. De Jesus ass dat Brot, dat de Mensch saat mischt, dat de Mensch Kraft gibt an hien stark mischt. De Jesus ass dat Brot, dat de Mensch bestohe lässt an hien Leben erhält. De Jesus ass dat Brot, dat eis miteinander eins sie lässt. Je mehr man nur diesem Brot verlängern, je mehr man nur Gott verlängern. Weil der Mensch doch herumgedriven durch einen existenziellen Hunger, den man Brot vom Bäcker nicht gestillt gehen kann. An, liebe Brüder und Schwestern, wat man mehr als Sehnsucht mit dem göttlichen Brot stillen, wat mir mehr Brot sind, auch für die, die wirklich an dieser Welt nur Brot, Hunger leiden. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Herr unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es für dich und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sie selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösten der Betrübten, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit den heiligen Aposteln Petrus und Paulus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass sie dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Also wenn man dann mit denen wir da beten, Jesus Christus selber eis gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name ist geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel so auf der Erde. Geweis haut eis täglich Brot, verzeih eis Schuld, wenn mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, wie mach eis frei vom Wesen, weil deint as Reich am Wunsch, und Herrlichkeit für immer am Ewig. Jesus Christus, du hast zu den Aposteln gesagt, Friede gine Giech, mei Friede schenkt ne Giech, du winkt biede ma dich. Guck nicht ob bei Sünden, ma guck ob der Glaube von deiner Kirche. A schenke wird der Verlass, Einheit auf Frieden. Und dem Herrgott sei Frieden. Sie auf all Zeit mit ihr all.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst in mein Werk, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele gesund. Gute Gott, der Jung Jesus Christus hat das Sakrament von der Eucharistie geschenkt,
an dem Hirn aus engem Leib aus engem Blut immer nees an eiser mitkönnt, an eis mat sich an innerdener verbindt, voll Vertrau biedemer. Für eis Kirch, der Wort vom Leben an Brot von der Kommunion uvertraut sind. Lose ein liebiges Zeichen von deiner Präsenz an deiner Lebenssinn, Herrgott, Herr Eis. Für all Gemeinschaften Urstadt Welt, an denen Christen zusammenkommen, für Mass zu feiern, als sich gegenseitig am Glauben an ihrem Engagement für Mitmenschen zu stärken, Herrgott, Herr Eis. Pour les chrétiens persécutés qui sont forcés de se rassembler clandestinement pour célébrer l'Eucharistie et qui sont ainsi unis au mystère de ta passion, Seigneur, écoute-nous. Für all die Leute, die große Verantwortung für den Frieden an der Welt und Bewahrung von der Schöpfung drohen, und von denen ihren Entscheidungen wohl an Zukunft für viele Menschen aufhängen, Herrgott, Herr Eis. Für alle Anwohner von unserer Paar, aber besonders auch für die, denen es nicht so gut geht. Lass jeder seinen Platz können finden, Herrgott, Herr Eis. Wir beten noch für alle Leib verstorben, besonders auch für die und die Chemie denkt, Herrgott, Herr Eis. Allmächtiger guten Herrgott, der Jung Jesus Christus und die Eucharistie gestiftet, für am Zeichen von Brot und Wein bei uns zu bleiben, an uns immer nächst neu, an unserem Glauben, an unser Leben zu stärken. Dafür so wir der Merci erlauben, dich haut an immer an ewig. Dicelo prestitis Dieis, Alleluia. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugite essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir und d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft zu Schieren, wo lo Muschlos und Mass Präzision sich opstellt an durchgeht, geht dir leif Leid a Gedanken matt. Den nächste Sonntag iwwer Dromat Mass vun Einen, an los schalte mat zreck an den Studio.